Servus, Glück auf und herzlich willkommen. Ja, diesmal nicht zum FC Bayern Talk, sondern zum kleinen Kanal Talk. Ähm, Ich mache YouTube ja jetzt schon seit 2017 und ich mache immer für alle meine Kanäle, die ich so habe, mache ich immer so einen kleinen Jahresrückblick, ob ich so zufrieden war mit dem Jahr, was ich mir erhofft habe und gebe auch immer so einen kleinen Ausblick auf das kommende Jahr, was ich mir so vorstelle, was ich mir vorstellen könnte. Und das ist immer für euch die Möglichkeit, mir in die Kommentare zu schreiben, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was man noch machen könnte oder was ihr euch gerne vorstellt. Ja, und wenn ich mir das auch vorstellen kann, dann nehme ich mir davon was an und dann kann es sein, dass sowas in Zukunft kommen wird. Fangen wir mal an mit dem. Nein, wir fangen anders an. Wir fangen erstmal mit einem riesengroßen Dankeschön an. Ja, dass dieser Kanal jetzt mittlerweile in Anführungsstrichen so groß ist mit 6000, mit 2600 Abonnenten, ist mega. Ja, ist für mich mega. Hätte ich niemals erwartet. Ganz kurz, ich mache das Ganze jetzt hier mit Bayern-Videos. Lasst mich schauen, wann war das erste Bayern-Video? 17.08.2019. Also seit 4 Jahren. Ja, und lasst mich mal eben gucken. Dieses Jahr war auf jeden Fall natürlich das Krasseste. Ich habe dieses Jahr, wenn YouTube mal fertig ist mit Rödeln, kann ich euch das sagen, wahrscheinlich 90% meiner Abonnenten gemacht. Was natürlich dadurch bedingt ist, ja, ich habe dieses Jahr 2218 Abonnenten gemacht. Also vorher, die 4 Jahre, habe ich also mit in 4 Jahren 400 Abonnenten gemacht. Heißt pro Jahr so 100. Ja, und dieses Jahr habe ich 2218 Abonnenten bisher gewonnen. Was für mich mega stark ist. Und dadurch bin ich natürlich mega zufrieden, wie sich dieser Kanal entwickelt hat. Ja, da brauchen wir ja gar nicht drum herum reden. Wenn wir jetzt auf Ursachenforschung gehen, hat das Ganze 2 Gründe. Erstens natürlich, vorher war das hier mein Talk-Kanal. Ich habe 3 Gaming-Kanäle und hatte diesen Kanal als Talk-Kanal, wo ich ab und wann auch mal eine Reaction gemacht habe, wo ich aber auch immer so ein bisschen von mir privat erzählt habe. Wo ich auch zu gewissen Themen was gesagt habe, die mich beschäftigen und halt immer zum FC Bayern. Aber das war so gemischt. Der hieß auch Zagos Quatsch. Ja, mein anderer Kanal, mein Haupt-Gaming-Kanal heißt Zagos. Wenn ihr da Interesse daran habt, scrollt mal runter, da findet ihr alle Kanäle. Aber dadurch war nie das große Thema so der FC Bayern. Ja. Warum habe ich mich dann dazu entschieden, das zu splitten und zu sagen, ja, ich mache jetzt nur den Red Munich-Kanal und nur den FC Bayern als Thema, nehme alle anderen Videos runter. Ja, eigentlich hatte ich das damals schon mal überlegt gehabt, so den Red Munich-Kanal zu gründen. Hätte aber nie gedacht, dass das irgendwie ja doch so viele Menschen interessiert, was ich über unseren Verein denke und was ich zu den Spielen denke. Ja, mein bester Freund, Dirk, der hat mir das schon immer so gesagt dann, wo ich damit auch angefangen habe. Ja, und das ist schon gut und du wirst da so deinen Zuspruch zu finden, weil ich ja auch nicht irgendwie, zumindest hoffe ich das, nicht immer nur so die rosa-rote Fanbrille aufhabe. Was heißt hoffe ich? Das weiß ich, dass das nicht so der Fall ist. Ich bin von Herzen durch und durch ein Roter. Ja. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Jeder, der das irgendwie anders sieht, der kennt mich nicht oder versteht dann auch nicht, welche Sicht ich auf den Fußball habe. Ja, und dann habe ich halt den Kanal auf Red Munich umgeändert und ihn rein auf den FC Bayern gemünzt. Und von da an ging das eigentlich schon aufwärts. Zwar langsam und stetig. Und dann ist natürlich explodiert dadurch, ja, dass wir einfach eine schlechte Phase hatten. Ne? Und ja,
Beispiel FC Bayern, Spielanalyse gegen RB Leipzig, 20.05.2023 hat 17.000 Aufrufe. Ja, gegen Saarbrücken jetzt, was ja auch nicht gerade rühmlich war. 2.11. hat 14.600 Aufrufe. Das 5:1 in Frankfurt hat 13.200 Aufrufe. Auch die Pressekonferenz zu dem Leipzig-Spiel zum Beispiel hat auch 13.000 Aufrufe. Und mein FC Bayern-Tor, Konsequenzen für die kommende Saison, Bratzo muss gehen, hat auch 13.000 Aufrufe. Nehmen wir dann noch Mainz dabei von letzter Saison, wo wir 3-1 verloren haben, hat knapp 10.000 Aufrufe. Ja, dadurch ist der Kanal dann explodiert, weil wir in der heutigen Gesellschaft leben und der YouTube-Algorithmus dann eher solche Videos in die Vorschläge haut und manchen Leuten angezeigt wird, anstatt jetzt, keine Ahnung, wir haben 2-1 gegen Wolfsburg gewonnen, alles ist tutti, alles ist gut. Das wird dann nicht so angezeigt, ja. Und dadurch, dass wir schlecht performt haben, ist mein Kanal dann halt gewachsen. Weil ich halt auch, zumindest denke ich das, der Typ Mensch bin, der gerade auf dem Fußball gesehen das sagt, was er denkt. Ja, manchmal ein bisschen zu emotional, obwohl ich mich da selber mal ein bisschen loben muss, dass das schon ein bisschen besser geworden ist. Trotzdem, wenn es wirklich eine krasse Spiel ist und so und ich emotional bin, kann auch schon mal immer noch die eine oder andere Beleidigung rausrutschen. Aber das versuche ich in den Griff zu kriegen. Ja, und dadurch ist der Kanal dann jetzt im Laufe dieses Jahres, fairerweise muss man sogar sagen, wahrscheinlich, lasst mich das nochmal präzisieren. Wahrscheinlich können wir sogar sagen, na gut, ich kann das nicht genauer einsortieren, leider, schade. Wahrscheinlich, obwohl ich kann mal eben gucken, warte. So, hier war das genau. Also, eigentlich ging das los, ja, irgendwann im April, ja, wo dann die Abonnenten dazu kamen. Haben wir halt schon viele schlechte Leistungen gehabt und ich, wie gesagt, ich bin kein Fan, der eine rosarote Brille aufhat und alles schön redet. Ja, dafür bin ich zu alt, dafür habe ich schon viel zu viel mitgemacht mit dem FC Bayern. Ja, und von daher, anscheinend kommt meine Art und Weise ja bei einigen von euch an, bei vielen auch nicht. Ja, da können wir ganz gerne auch nochmal hier kurz das Fass aufmachen. Das ist für mich völlig okay. Ja, Leute, ich mache das hier nicht, um zu sagen, ja, mein Ziel ist jetzt, was weiß ich, 10.000 Abonnenten, 20.000 Abonnenten, Aufrufe auf jedes Video von 20.000 und ich brauche nicht mehr arbeiten gehen, ich lebe davon. So, das ist nicht meine Intention. Logisch, habe ich nichts dagegen, sollte das eines Tages so kommen, ja, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber natürlich ist das nicht meine Intention und mein Anspruch oder sonst was. Und ich weiß, viele rosarote Brillen-Fans verstehen meine Argumentation teilweise auch nicht und fühlen sich dann privat auf den Schlitz getreten, wenn ich das dann so klar äußere und fühlen sich dann auch angegriffen, wenn dann Bayern-Fan ist, der einfach so eine kritische Meinung hat, ja, und diese auch klar äußert, dann fühlen die sich irgendwie persönlich angegriffen, warum auch immer, frag mich nicht. Ist mir am Ende des Tages auch völlig Latte, ja, so, das ist das Credo. Wen das gefällt, der ist hier, der guckt meine Videos, der ist im Livestream dabei, der diskutiert mit mir, diskutiert mit mir in den Kommentaren und das macht mir so viel Spaß, das ist unglaublich. Ja, das hätte ich niemals gedacht, dass das diese Ausmaße annimmt, wenn ich hier sitze und meine Meinung äußere. Ja, und nochmal, ich kann mich da nur riesengroß bedanken. Ja, auch natürlich an alle, die mich irgendwie hier mit einer Kanalmitgliedschaft oder mit einem Primey auf Twitch oder bei Ko-fi unterstützen. Auch da super vielen lieben Dank. Natürlich auch an die mich hier auf YouTube mal mit einem Super Thanks oder wie das heißt unterstützen. Freue ich mich natürlich sehr drüber. Ist aber natürlich auch nicht nötig, ja. Wenn ihr regelmäßig in die Kommentare schreibt, ist mir das genauso viel wert. Ja. Das macht mir halt einfach mega Spaß und es ist schön zu sehen,
Ja, dass es auch mehr FC Bayern-Fans gibt, die nicht nur diese rosarote Brille aufhaben und die auch mehr fordern oder mehr Ansprüche haben an den Verein. Ähm, und genauso ist es aber auch schön, wenn man Leute hat, die eine andere Meinung haben und wo man dann auf einem guten Level diskutieren kann. Ich mag das super gerne, ja. Ich mag es zu diskutieren, ich mag es auch, Streitgespräche zu führen, ähm, sofern das auf einem vernünftigen Level stattfindet, ist das für mich alles gut, ja. Man muss nicht meiner Meinung sein, ja. Ähm, und man muss auch nicht versuchen, mich von irgendeiner Meinung zu überzeugen. Ich versuche euch auch nicht von 'ner Meinung zu überzeugen. Das ist halt auch immer so das Ding, so ich setze mich hier hin, das mache ich übrigens immer direkt nach dem Spiel, nur mal zur Info. Deswegen ist das manchmal halt auch ein bisschen emotionaler, manchmal nicht. Setze ich mich hier hin und nehme meine Meinung zu dem Spiel auf, wie ich hier die einzelnen Spieler gesehen habe, wie ich das Spiel so gesehen habe, wie ich so die Trainerentscheidungen sehe und so weiter. Ähm, und dann fühlen sich Menschen von meiner Meinung angegriffen. Und dann packe ich mir einfach am Kopf. Ähm, das, das verstehe ich dann einfach nicht. Ja? Also ich fühle mich von eurer Meinung ja auch nicht angegriffen. Solange ihr nicht beleidigend werdet in den Kommentaren, ist das völlig okay, wenn ihr kritisch seid, wenn ihr das anders seht. Ja, manche Sachen sind dann so hohl, dass ich die nicht verstehe. Ja, ähm, aber das ist völlig okay. Ich muss das ja auch nicht verstehen. So genauso wie ihr nicht meine Art verstehen müsst, obwohl ich eigentlich schon denke, dass ich meine Benotung schon ganz gut begründe, zumindest aus meiner persönlichen Sicht her. Das muss am Ende des Tages dann jeder von euch für sich selber beurteilen, ob er damit d'accord geht oder eben nicht. Und das ist auch völlig fein so. Ja, also, das war das vergangene Jahr. Es war super, super, super erfolgreich für mich. Natürlich darauf geschuldet, dass der FC Bayern eine schwierige Phase hat, was natürlich ein bisschen schade ist, was meinen Kanal aber nicht geschadet hat. Von daher, keine Ahnung, ist halt so ein Zwiespalt schwierig. Ja, von daher sollten wir am Ende Meister werden, sogar die Champions League gewinnen, können wir gerne zweimal pro Saison so Spiele haben wie ein 5-1 in Frankfurt oder ein 2-1 gegen Saarbrücken, damit der Kanal hier weiter wächst, dann habe ich da kein Problem mit. Ich kann aber natürlich darauf verzichten, sowas in regelmäßigen Abständen zu haben, dass ich hier sitzen muss und ja, auf die Mannschaft auch mal draufhauen muss, ja, oder auch auf den Trainer. Aber wir haben so viele Themen bei uns im Verein, es wird auf jeden Fall nicht langweilig werden, selbst wenn wir im nächsten Jahr alle Spiele gewinnen sollten. Wir werden trotzdem genug Themen haben, Leute. Ich sag nur Joshua Kimmich, wa? Ist schon mal so das Erste. Gut, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Also, zusammengefasst, für mich dieses Jahr 2023 war ein Raketenstart, ja. Was ich niemals gedacht hätte, es kam für mich aus dem heiteren Himmel und es macht mir sau viel Spaß einfach, ja. Also ich freue mich jedes Mal wieder darauf, eine Spielanalyse zu machen, auf eure Kommentare dann, dass ich dann das Kommentarvideo mache. Ähm, Ich freue mich sogar auf die Pressekonferenzen, auch wenn da teilweise echt hohle Fragen sind und so weiter. Also mir macht's alles rund um den FC Bayern München gerade auf jeden Fall super viel Spaß. Und daher an alle, die hier auf dem Kanal sind, die hier kritisieren, loben, die einfach hier sind, was schreiben, eine Bewertung dalassen. Vielen lieben Dank dafür. Ja, das ist mir ganz wichtig. Gut, Ausblick auf 2024. Erstmal, ja, es wird noch mal ein Saisonfazit kommen. Ich weiß noch nicht, ob sehr wahrscheinlich zwischen Weihnachten und Neujahr, werde ich was aufnehmen. Ob es zwischen Weihnachten und Neujahr noch einen Stream gibt, weiß ich noch nicht. Wenn, dann wird's wahrscheinlich relativ spontan sein. Ansonsten, lass mich mal eben gucken, auf jeden Fall im neuen Jahr. Ja, genau. Wenn dann auf jeden Fall im neuen Jahr. Da habe ich Urlaub die erste Woche. Da wird mit Sicherheit ein Abend drin sein, wo wir ein bisschen über den FC Bayern quatschen können. Weil der erste, ja, ich meine, vielleicht mache ich das sogar am ersten. Ist ja wieder der Montag, 18 Uhr. Für alle, die es nicht wissen, ich streame jeden Montag 18 Uhr. FC Bayern Talk, ja. Bisher bin ich noch nie in die Bedrängnis gekommen,
irgendein Thema raussuchen zu müssen, was wir dann da mal ein bisschen durchkauen. Bisher war es immer so, dass ich einfach auf eure Kommentare eingehe. Wenn ich streame ich hier auf YouTube und auf Twitch zeitgleich. Ihr könnt die Plattform nutzen, die ihr möchtet. Ich habe einen gemeinsamen Chat, den ich dann durchgehe, wo ich auf eure Fragen, Aussagen und so weiter eingehe. Und das macht mir aktuell einfach mega viel Spaß. Kann ich euch gar nicht beschreiben. Ja, ich denke mir manchmal so vorm Stream, ja, Alter, eigentlich gibt's jetzt gar nicht viel zu besprechen. Ne? Ich weiß auch gar nicht, ob dann heute irgendwie mal 10, 20 Leute da sind, die irgendwas zu sagen haben oder sowas. Dann fängt der Stream an, das dauert meistens immer so 10 Minütchen, bis dann so die Leute, bis sie alle eintrudelt und so. Und dann ist jedes Mal eigentlich gleich Explosion. So, jeder hat irgendwas zu sagen, weißt du? Ich gehe auf jedes Thema ein. Ja, ich weiß nicht, wie es für euch rüberkommt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ja. Auch vielleicht die Leute, die sich das im Nachgang angucken, da gibt es ja auch den einen oder anderen. Ob es vielleicht zu viel Wirrwarr ist, hin und her, weil natürlich 2, 3 Themen dann wahrscheinlich den ganzen Stream beherrschen und immer mal öfter wieder aufkommen, weil ich es halt nach einer Reihe abarbeite. Aber ich persönlich finde es mega wichtig, dass ich das so mache, wie ich es mache. Ja? Ich finde es halt scheiße, wenn ich jetzt sage, pass mal auf, ich habe 3 Themen, Kimmich, das Ergebnis, nächstes Spiel. So, dann gehe ich rein in den Stream zum Beispiel. So, und ihr habt alle, jeder von euch hat was auf dem Herzen, was er gerne loswerden möchte. Und ich sage dann so, ja, alles gut, Leute, schreibt ihr mal, ist mir scheißegal, ich mache jetzt Thema Kimmich. Und dann schreibt jetzt mal was zum Thema Kimmich. Dann arbeiten wir das ab und dann sage ich so, ja, alles gut, dann das nächste Thema. Ich denke das immer so aus meiner Sicht. So, wenn ich irgendwo in einem Stream bin oder wäre, dann möchte ich, wenn ich was reinschreibe, dass der Typ, der da sitzt, den gucke ich ja dann, weil ich ihn mag oder weil ich seine Meinung gerne zu irgendwas hören möchte oder so, möchte ich auch, dass er dann meinen Kommentar liest und auch sich mit dem Kommentar auseinandersetzt, mit dem ich geschrieben habe und das auch beantwortet. Ja. Deswegen mache ich das so, wie ich es mache. Dass ich halt wirklich von oben nach unten, ja, ich weiß, ich bin da manchmal 10, 15 Minuten hinter. Ja, wenn ihr dann schon was schreibt, ist es leider so, dass ihr vielleicht mal 10, 15 Minuten warten müsst, bis euer Kommentar drankommt und ich den beantworte. Aber ich beantworte jeden Kommentar von jedem, der was reinschreibt. Ja, und das ist für mich vom Kopf her so die Sache, die ich fühle, die mir Spaß macht. Auch wenn ich dann Themen 3, 4, 5, 10 Mal im Stream ein dasselbe Thema beantworte oder vom Thema hin und her springe, Müller, Kimmich, Blasels, dann ist das so. Ja, für mich ist das gut. Mir macht das so Spaß. Ich weiß nicht, wie es für euch ist. Ihr habt hier die Möglichkeit, jetzt Feedback dazulassen in diesem Video. Nicht nur dazu, zu generell allen Themen hier auf dem Kanal, ja. Ihr könnt auch eure kritischen Worte dalassen, wie ich bin zu negativ und so weiter. Ja, das weiß ich alles. Das ist mir auch egal, wenn euch das vielleicht auch nochmal kurz gesagt. Ich bin, wie ich bin. Ne? Ich mache das seit 5 Jahren hier. Am Anfang waren es 10 Leute, 100 Leute. Ja, jetzt sind es halt 2600 Leute. I don't know. Ja, wenn euch das dann hier zu kritisch ist, zu negativ ist das für mich völlig okay. Ihr müsst das ja hier nicht gucken. Dann geht zu irgendeinem 0815 Bayern-Kanal, da gibt es mehr als genug auf YouTube, die euch dann nach einem, weiß ich nicht, 15 Uhr gleich wieder erzählen, dass wir eine Weltklasse-Mannschaft haben, alles Weltklasse ist und wie die Champions League gewinnen und so Mist. Das werdet ihr hier nicht sehen. Ihr werdet immer hier objektive Meinung trotz Fanbrille bekommen. Ja. Und es wird auch immer kritische Themen geben rund um den Verein und da werde ich auch klar Stellung beziehen. Ja, ich schweife schon wieder ab, wie immer, ne? Wir waren beim Thema Stream. Das wird beibehalten werden fürs kommende Jahr. Ja, montags 18 Uhr ist Bayern Stream, 3 Stunden, vielleicht auch mal ein bisschen mehr. Sollte irgendwie irgendwann mal tote Hose sein, dann wird es auch vielleicht mal nur 2 Stunden sein, dann ist das so. Das ist für mich auch völlig okay. So, was sind jetzt meine Überlegungen? Da ja immer viel los ist, ich muss halt sehen, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt hier. Ja, sollte der Kanal natürlich weiterhin wachsen,
sollte das Interesse weiterhin so groß auch in den Streams da sein, wie es ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, in Zukunft dann zu sagen, man macht vielleicht montags den Stream 3 Stunden und vielleicht, ich nenne jetzt nur einfach mal ein Beispiel, den Freitag nochmal. Ja, wenn wir freitags nicht spielen zum Beispiel. Dass man sagt, ja, freitags abends, schön chillig, einige am Wochenende, einige vielleicht auch nicht, ist ja Wurst. Man setzt sich hin und quatscht nochmal 2 Stündchen über den FC Bayern. Weil, wenn wir montags machen, wir haben meistens englische Wochen, ist natürlich Mittwoch auch schon wieder irgendwas gewesen. Nicht so, dass wir keine Themen dann hätten oder sowas. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Auch da solltet ihr noch hierbei sein, euch das Video noch geben nach 20 Minuten. Haut mir gerne eure Meinungen dazu rein. Ist natürlich bei mir so ein Zeitfaktor. Real Life, Freundin, meine Gaming-Leidenschaft, die ich natürlich habe und natürlich auch auslebe. Und dann noch hier der FC Bayern, das raubt natürlich eine Menge Zeit, ja. Aber nochmal, mir hat dieses Jahr so viel Spaß gemacht. Ja, und wenn es euch auch so geht und ihr da Interesse dran habt, warum das Ganze nicht machen? Gut, das ist das Erste, was ich mir vorstellen kann. Das Nächste, was wir definitiv probieren werden, da werde ich aber ein gesondertes Video nochmal zu machen, aber das ist auf jeden Fall auch schon mal ein Ausblick auf 2024, dass ich im Stream live Leute von euch dazu holen werde. Ja. Je nachdem, ich weiß noch nicht, mache ich einen Stream, werde ich 1,5 Stunden, so wie jetzt verfahren, werde ein bisschen auf eure Kommentare eingehen. Dann wird es einen Cut geben, also einen harten Cut, wo ich sage, jetzt, bumm, alles gut, das war's, ja. Und dann gehe ich rein, indem ich Leute von euch dazu hole und wir dann über gewisse Themen sprechen werden. Das Ganze werde ich auch, zumindest das erstmal mein Plan, schon mal an die auch Interesse dran haben, ja, Bricks, Grüße gehen raus, spontan halten. Ja, ich möchte nicht, dass man sich dann da hinsetzt oder einen Tag vorher oder 2 Tage vorher und sagt, ja, wir werden dann dies und dies Thema machen, bereitet da irgendwas vor oder sowas, das mag ich nicht. Da habe ich auch gar keine Zeit für, da habe ich gar keine Lust zu. Wenn wird es so sein, ja, spontane Themen oder die Themen, die ihr dann habt, ja, die können rund um den FC Bayern sein, die können auch mal was ganz anderes sein. Das ist mir am Ende des Tages egal. Ja. Das wird kommen, das werden wir ausprobieren. Ich denke, das werde ich das erste Mal ausprobieren in einem separaten Stream. Ja, da wird es ja noch genaue Infos zu geben. Also den Montagsstream, der wird sein, 18 Uhr, bam, da werde ich erstmal so weiter behandeln, wie ich es bisher auch getan habe. Es sei denn, ihr haut mir jetzt in die Kommentare, dass das scheiße ist, so wie ich das aktuell mache. Wenn das für euch nicht befriedigend ist, ja, gut, dann lasse ich mich da natürlich eines Besseren belehren. Aber wenn wir dann diesen ersten Streamer machen, wo ich dann einfach Leute dazu hole, um mit denen ein bisschen zu quatschen, gucken wir einfach mal, wie das so ist und wie das so bei euch ankommt und natürlich auch, wie das für mich ist. Ja, ist ja für mich auch dann was ganz anderes. Habe ich mega Spaß. Jetzt schon im Vorhinein freue ich mich drauf. Bin natürlich auch ein bisschen nervös dann. Ich kann natürlich auch ein sehr schwieriger Zeitgenosse sein. Ja, das sollte auch klar sein. Aber ihr guckt mich ja schon eine Weile, also ihr kennt mich natürlich durch meine Videos, ja, wie ich auf gewisse Themen reagiere. Ich kenne euch natürlich gar nicht, ja, von daher ist das für mich, müsste ich auf jeden Fall eher nervös sein wie ihr. Bin ich sehr gespannt, aber wie gesagt, da nehme ich ein kleines extra Video zu auf. Das wird kommen. Da bin ich sehr gespannt, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, freue mich drauf und wir gucken mal, wohin das dann geht. Aber das wäre dann halt auch so die Möglichkeit, ne, dass ich dann sage, so montags ist der Stream, wo ich auf alle Fragen von euch eingehe, auf eure Sachen, die ihr so habt zum FC Bayern. Und den Freitags oder Donnerstags oder so mache ich dann nochmal so einen Stream, wo ich dann einfach ein paar von euch, die Bock darauf haben, in den Voice hole und wir ein bisschen rund um den FC Bayern oder auch dann mal um irgendeinen anderen Club oder sonst was quatschen. Ja, das ist ein Ausblick. Ansonsten, Spielanalyse-Video wird bleiben, die Reactions zu Pressekonferenzen werden erstmal bleiben. Das läuft sehr gut.
Der Taktikfuchs wird auch bleiben, auch wenn er natürlich nicht so viele Aufrufe hat, was völlig okay ist. Leider ist im Moment auch relativ wenig beim Taktikfuchs, was wir machen können, ja, weil die Mannschaft sich teilweise von alleine aufstellt. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt die großen Alternativen haben, dass man sagen könnte, ich würde das so und so aufstellen. Nichtsdestotrotz finde ich es immer ganz spannend, dann auch von euch die Kommentare dazu lesen, womit wir auch zum Thema Kommentare kommen. Ich kommentiere eure Kommentare als Videoform, wird auf jeden Fall bleiben, macht mir super viel Spaß und ist für mich viel, viel angenehmer, als die ganzen Antworten in die Tastatur zu hämmern. Ja. Ihr seht schon an den Videos, wie lange das dauert und jetzt stellt euch mal vor, ich würde das Ganze noch tippen. Ja. Von daher, weil wir alle 3 Tage spielen, vielleicht da mal als Erklärung. Natürlich ist es dann nicht immer für mich möglich, zeittechnisch auf die Kommentare vom Taktikfuchs oder auf die Kommentare von der Pressekonferenz vor dem Spiel, noch vor dem Spiel zu reagieren. Ja, das schaffe ich manchmal gar nicht. Wenn wir Samstag, Mittwoch spielen oder Samstag, Dienstag oder sowas, keine Chance, Leute. Ja, weil das Video kommt dann irgendwie morgens, wenn wir abends spielen und dann soll ich da noch vorher drauf reagieren, irgendwelche Kommentare beantworten. Ist ein Unding. Schaffe ich halt einfach nicht, ne? Nur, dass da nicht irgendwie einer böse ist oder sowas. Ich gucke da meistens im Nachgang nochmal rein, wenn ich die Zeit habe. Verteile ein Herzchen, ist natürlich dann ein bisschen schwierig, dann im Nachgang nochmal auf einen bestimmten Kommentar einzugehen, zum Beispiel, ja, aber vor der PK so und das Spiel ist dann schon gelaufen und der Kommentar ist schon hinfällig, ja. Deswegen verteile ich da meistens nur Herzen, aber sobald ihr ein Herz auf euren Kommentar habt, wisst ihr, ich habe den gelesen. Ja. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu erwähnen, weil ich möchte keiner dieser Channels sein, ja, wo man das Gefühl hat, man schreibt einen Kommentar und es interessiert keine Sau. Ja, also so eine Art Channel möchte ich hier niemals sein, das ist nicht mein Anspruch. Und wenn ich demnächst, keine Ahnung, gehen wir mal davon aus, spinnen wir mal rum, der Kanal wächst nächstes Jahr genauso, dann wäre ich bei 5000 Abonnenten, würde bedeuten, die doppelte Anzahl an Kommentare. Ja, dann würde so ein ich beantworte eure Kommentare Video halt die doppelte Zeit beanspruchen. Dann wäre das so. Ja, das ist dasselbe wie im Stream. Wenn die Leute im Stream da sind, möchte ich mit euch live interagieren und euch auch live die Sachen beantworten. Und wenn es in den Kommentare ist, möchte ich euch die auch in den Kommentare beantworten, weil sonst, keine Ahnung, kann ich die Kommentare auch deaktivieren. Ja. So, wenn ich hier was mache, dann nehme ich natürlich auch die Kommentare mit und sage dann da auch nochmal meine Meinung zu. Aber natürlich beantworte ich, das ist vielleicht auch nochmal ein Ding, was ich erwähnen sollte, ich beantworte keine Kommentare in dem Ich beantworte eure Kommentare Video. Ja, weil dann haben wir eine Endlosschleife und die Zeit besitze ich leider nicht, Leute. Ja, dafür sind nämlich dann die Streams da. Da könnt ihr dann, wenn ich auf eure Sache geantwortet habe, könnt ihr halt nochmal darauf antworten und ja. Dann mit einer kleinen Verzögerung, je nachdem, was da los ist, bekommt ihr dann halt da auch nochmal eine Antwort drauf. Genau, ja. Das ist eigentlich, was 2024 ansteht. Ich werde 2024 auf jeden Fall auch mal gucken. Hier war ja öfter so die Sache, ob ich mal live bin im Stream und mir da das Spiel angucke. Natürlich kann ich euch das Spiel nicht zeigen. Ich glaube auch nicht den Ton, ne? Sondern nur meine Reaktion. Fühle ich nicht so wirklich, bin ich ehrlich. Wenn dann ohne auf den Chat groß einzugehen. Weil wenn ich Fußball schaue ich Fußball. Ja, und wenn ich dann gleichzeitig auf den Chat achten würde, den Chat dabei die Fragen beantworten würde und so weiter, dann würde ich nur die Hälfte vom Spiel mitkriegen und könnte die Spieler und das Spiel gar nicht mehr ordentlich bewerten. Ja, das ist mir ganz wichtig. Deswegen sträube ich mich da ein bisschen vor, das auszuprobieren. Ich hätte da kein Problem mit, dass ihr meine Reaktion seht. Ich müsste mich ein bisschen zusammenreißen, so von wegen Fluchen. Zumindest je nach Spiel. Logisch. Aber ja, das wäre so eine Geschichte, die vorher klar sein müsste. Ja, also ich würde da nicht die ganze Zeit hocken und eure Kommentare lesen oder beantworten. Nicht während des Spiels. Wenn ich da bin, gucke ich das Spiel. Ja, wenn ihr da gerne meine Reaktion drauf wollt. Klar kann man da mal kurz irgendwie, wenn es eine strittige Entscheidung ist und es gibt was zu diskutieren oder über das Tor, kann man da mal kurz reden, logisch.
gar keine Frage, aber ich werde da nicht hochscrollen und runterscrollen und gucken, wer was zu welchen Dingen geschrieben hat und das beantworten. Dasselbe, was ich mir auch überlegt habe, wenn ich das so machen würde mit dem Spiel schauen, könnte ich natürlich dann auch gleich meine Analyse live aufnehmen. Ja. Auch da ist die Sache, wie ist die Zeit? Ja. Gerade bei so einem Champions League-Spiel, Alter, was 21 Uhr anfängt, 23 Uhr zu Ende, bis es dann alles durch ist, meistens 0:30 Uhr schon, ja, dann bin ich schon in der Kiste. Ja, dann macht es keinen Sinn, das irgendwie im Stream zu machen. So ein Samstagnachmittag mal, ja, na klar, wenn man dann abends die Zeit hat, könnte man sowas mal machen, weil daraus würde sich natürlich auch wieder eine Diskussion ergeben, was ja völlig auch okay ist, deswegen streamt man ja. Aber auch da wäre es dann so, ich würde mal eine Analyse rausballern, diese 20, 25 Minuten monoton runterquatschen, ja, wie ich das sehe, weil ich das natürlich dann auf YouTube auch hochlade, diesen Ausschnitt, und dann würde ich auf den Chat drauf eingehen und könnte mit euch diskutieren. Ne? Müssen wir mal schauen, wie ich das in Zukunft handhabe. Aber das ist wirklich noch weit in der Zukunft. Das plane ich jetzt nicht mal eben kurzfristig. Nochmal, wir werden ich hole mal den einen oder anderen von euch im Talk. Das werden wir ausprobieren. Relativ zeitnah, ob uns das irgendwie Spaß macht, ob euch das dann gefällt. Ja. Ansonsten wird alles bleiben, wie es ist. Habt ihr noch Wünsche, Anregungen, Verbesserungen? Ich plane noch die eine oder andere Reaction zu dem einen oder anderen Bayern-Video, auch zum älteren Bayern-Videos. Das wird auch kommen. Aber natürlich muss da auch die Zeit für da sein. Ja, wenn wir alle 3 Tage spielen, habe ich hier mit dem Kanal schon so viel zu tun, dass da keine Zeit ist für noch irgendwelche anderen großartigen Reactions. Gut. Ja, das ist der grobe Rückblick und Ausblick aufs kommende Jahr. Vielleicht, was erhoffe ich mir vom kommenden Jahr? Ja, wenn ich realistisch bleibe, wenn ich schon hochgreife, hochdenke, wäre es geil, wenn ich auf 3.500 Abonnenten kommen würde am Ende des nächsten Jahres. Also das wäre schon für mich ein Erfolg. Ja, das wären 900 Abonnenten in 12 Monaten. Das wäre wirklich gut. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Wie es kommen wird, werden wir im nächsten Jahr sehen. Werden wir im nächsten Jahr begutachten. Ansonsten, kleiner Ausblick. Ich weiß, einige von euch so war noch die Sache Fanclub im Raum. Fanclub zum YouTube-Kanal. Ja, haben wir schon mal im Stream drüber geredet, aber auf meinem Gaming-Kanal, glaube ich sogar. Habe ich im Hinterkopf, aktuell noch nicht spruchreif. Müsste ich mir Gedanken zu machen, müsste man dann vielleicht auch mal einen Stream zu machen, nur um dieses Thema rum. Oder ich mal ein Video, um mal ein paar Ideen und Meinungen und so weiter sammeln. Ja, ist auch eine Sache fürs kommende Jahr. Ich denke mal, ich werde dann erstmal so ein Video machen, mal gucken, wie so Resonanz ist und Vorstellungen und so weiter. Und dann kann man entscheiden, ob man in diese Richtung irgendwas angeht oder halt nicht. Ja. Vorstellen kann ich mir schon vieles, gar keine Frage. Aber ist natürlich auch alles mit Zeit, Aufwand und so weiter verbunden. Ja, jetzt habe ich wieder viel gequatscht, schon 33 Minuten. Ganz kurz, Saisonrückblick kommt, also ich werde es aufnehmen zwischen Weihnachten und Neujahr, habe ich schon gesagt, glaube ich, ne? Und ich denke, der nächste Stream werden wir dann erst, ja, ob es am 1. klappt, weiß ich noch nicht, je nachdem, wie das reinfeiern wird. Ansonsten am 2.1., den Dienstag, 18 Uhr. Aber eigentlich geplant der Montag, 18 Uhr. Ist Feiertag, da seid ihr alle noch schädig. Ja, kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Ich denke mal, den werde ich festhalten, den Termin. Aber dazu dann natürlich hier im Community-Tab auf YouTube mehr. Natürlich auch auf dem Discord, ja, auch hier nochmal die Erinnerung an meinen Discord-Server, sind ja auch schon ein paar Leute von euch. Könnt ihr auch draufkommen, wenn ihr Bock habt. Ja, in diesem Sinne war es das mit einem kleinen Rückblick und einem kleinen Ausblick auf das kommende Jahr. Ich freue mich auf euch, ich freue mich auf das kommende Jahr, ich freue mich hoffentlich auf ein erfolgreiches
Ja, für den FC Bayern. Ich bin sehr gespannt. Titelmäßig wird es schwierig werden, denke ich. Aber wir werden genug Themen haben rund um unseren FC Bayern. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Und nochmal zum Abschluss ein riesengroßes Dankeschön an alle, die hier regelmäßig reinschauen, an alle, die auch regelmäßig Kommentare schreiben, alle, die regelmäßig im Stream dabei sind. Das bedeutet mir sehr viel. Und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund. Tschüssi.